Salut zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wie ihr seht, sind wir in F1 2020 und wie viele vielleicht wissen oder auch nicht, ich bin ein relativ oder ein sehr grosser Formel 1 Fan und ich habe schon immer ein bisschen den Wunsch gehabt, mal ein Let's Play machen in der Formel 1. Ich habe zwar schon mal vor ein paar Jahren mal so ein Formel 1 Let's Play aufgenommen, allerdings habe ich das dann nicht mehr gross weitergemacht. Dann. Das war glaube ich das F1 2014, 15 gewesen. 16 glaube ich sogar auch noch einmal. Ist aber auch scheißegal, wir sind jetzt so im F1 2020 und ich möchte euch nur mal schnell kurz zeigen, wie ich jetzt zum Beispiel so ein Let's Play im Sinn habe. Weil ich möchte gerne mal so eine Karriere machen, sei es als Team oder als Fahrerkarriere. Und ja, ich möchte euch einfach zeigen, wie ich das mache. Es ist ein bisschen komisch zum Aufnehmen. Also ich habe jetzt einerseits hier mal die Kamera, Facecam, hier ist das Mikrofon und hier hinten, das seht ihr dort nicht, aber jetzt, wenn ich schnell einschalten, hier haben wir jetzt ein GoPro, wo mein Lenkrad filmen. Und ich hoffe, es kommt alles einigermaßen gut über. Und ich will eigentlich nur so Highlights rausnehmen. Also wir starten jetzt mit einem Training, um ein bisschen mit der Strecke akklimatisieren. Wir sind jetzt in Spielberg in Österreich, eine von meinen absoluten Lieblingsstrecken, sehr einfach eigentlich zum Fahren. Aber auch eine sehr schnelle Strecke und ja, man kann hier und da doch auch ein bisschen vergamen. Und es würde es so machen, 30 Minuten Training, Blitzqualifying und dann nachher das Rennen. Ich würde aber alles in ein Video reinnehmen und einfach, wie gesagt, noch die Highlights rausnehmen. Ich sehe, was ich meine, ich glaube schon wieder zu viel wahrscheinlich. Und ja, wir legen einfach los. Wir tun jetzt mal schnell zuerst das Setup bestimmen. Wo kann ich das Setup einstellen? Ich möchte das Setup einstellen. Hä, bin ich blöd? Ah, Auto-Einstellung, da oben steht es ja so. Schauen, wie ich es gespeichert habe. Spielberg, mit einem Red Bull. Wir nehmen jetzt halt einfach das. Ich fahre jetzt so mit dem McLaren, ist aber jetzt glaube ich nicht so schlimm. Wir fahren jetzt einfach einmal und ja, gehen einfach gerade mal auf die Strecke. Wir fahren gerade direkt raus. Schiffen es. Es sieht recht grau aus, sehe ich gerade. Ich hoffe, es regnet. Ich habe einfach alles zufällig gemacht. Es regnet nicht, aber es ist auch bewölkt. Wahrscheinlich nicht so hohe Streckentemperatur, heisst man hat nicht so viel Grip auf der Strecke. Dann. So, wir fahren mit dem Lando Norris. Und ja, schauen wir mal, was wir können für eine Strecke, für eine Zeit rausholen. Gut, jetzt Training erwarten wir jetzt noch nicht. Schwierigkeitsstufe, ich bin schon lange nicht mehr gefahren, ich habe sie jetzt mal auf 60 eingestellt. Ich hoffe, das sollte eigentlich gehen von der Schwierigkeit her, dass sie stärker sind als ich, aber nicht allzu stark sind. Und ja, wenn man halt das Klicken hört vom Schalten, alles tut es mir natürlich sehr leid, aber wir fahren jetzt mal ein paar Runden hier, um uns doch ein bisschen mit der Strecke akklimatisieren. Was noch draussen ist, sind alle Fahrzeughilfen, also außer die Box, dass er mir selber in die Box reinfährt, das habe ich drin, weil das in der Box kann ich einfach nie können. Aber sonst alle Fahrzeugassistenten, also Anti-Schlupfregelung, Traktionskontrolle ist alles ausgeschaltet. Also es ist wirklich alles, was ich selber fahre hier. Und ja, wir probieren es jetzt einmal. Let's go! So, also wir sind jetzt mal auf der ersten fliegenden Runde. Wir schauen mal, was wir jetzt für eine Zeit fahren können. Eben, alle Fahrzeughilfassistenten, Anti-Blockiersystem, also ABS, Traktionskontrolle, ist alles ausgeschaltet. Der Karren hat erstaunlich gut auf der Strecke bis jetzt, für das, dass ich eigentlich schon lange gefahren bin. Gut, ich habe zwar ein Red Bull Setup drauf. Aber ich glaube, da sind eh fast alle Fahrzeuge gleich. Ja, gut, ich fahre noch nicht so wahnsinnig schnell. Carlos Sainz, unser Teamkollege, oder mittlerweile wahrscheinlich mein Ex-Teamkollege, macht die schnellste Zeit. Alter, ich bin schon lange gefahren, aber ich bin es einfach so gerne an mich zwischendurch. So. Okay, ja, da sind wir mal Zweite mit 9 Zehntel. Das Sainz ist aber auf Soft gefahren und wir fahren auf Härte-Reifen. Plus habe ich das DRS nicht drin gehabt. Wir machen gerade nochmal eine schnelle Runde. Oh, shit, okay. Alles klar. Ja, ich muss mich wieder ein bisschen drin gewöhnen. Aber ich glaube, ich bin schon bereit, muss ich ehrlich sagen, fürs Qualifying. Wir probieren es einfach mal. Wir machen jetzt einfach mal Session überspringen. Wo haben wir es da? Beenden der Session und gehen direkt ins Qualifying. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind im Qualifying und es schifft einfach.
Wieso regnet es? Oh Mann, wieso habe ich das nicht eingestellt? Jetzt bereue ich es gerade, dass ich es eingestellt habe. Sieht man irgendwo, wie es... ich weiß nicht, irgendwo kann man Wetter wählen. Ah, ich kann es einstellen. Ah, Rennen. Nein, okay, wir haben ein komplettes Regenrennen morgen. Oh mein Gott, okay. Ja, Blitzqualifying, wir haben einen einzigen Versuch und wir dürfen es nicht verkacken. Let's go! Ich weiß nicht, wie gut das rauskommt. Wow, von mir fahr komplett auf einem falschen Setup. Vor uns Hamilton. Einfach schnell aufschalten mit der Gang. Ich glaube, das ist so jetzt hier ein bisschen die Devise. Oh, ich glaube, das ist nicht mal so schlecht gewesen. Dass wir hier noch mit Inters fahren, ist auch krass. Wow! Wow, Alter, das ist ja wie auf Schleifschuhe. Scheiße, da hat es mich ein bisschen weit rausgezogen. Wow, nein! Und gerade in die Box hineingeslidet, ey. Oh shit, okay, das wird wahrscheinlich... Oh shit, nein! Das wird das letzte sein. Scheiße! Und da ist schon mit Spoilerflöte gegangen. Ja moin, ich habe gar nicht mein Ziel. Oh, Kacke, Alter. Oh nein, es wäre so eine gute Zeit wahrscheinlich geworden, aber ja. Ich weiß gar nicht, bin ich auf dem Curb gewesen, oder? Ich weiß es selber gerade nicht mehr, ich bin so konzentriert gewesen. Wow, nein! Ich glaube, ich bin auf den Curb gekommen. Ich glaube, ich bin auf den Curb gekommen und gerade weggerutscht, aber ich bin mir nicht sicher, ich kann es leider nicht sagen. Ja, wir sind safe Letzte. Kann ich nicht irgendwo eine Wiederholung anschauen? Ich glaube es nicht, he? Schade. Rennleitung. Status beendet. Scheiße. Okay, gut, wir gehen straight ins Rennen. Ja, herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt beim Rennen. Und wir sind auf dem letzten Startplatz und es schifft und wir haben sogar Wet-Reifen drauf, also die blauen, also die wirklich brauchst, wenn es richtig nass ist. Und ja, es zeigt jetzt zwar an der Wettervorhersage an, oben sieht man es ja, dass es eigentlich gegen Ende des Rennen wieder aufhört zu regnen. Jetzt ist halt natürlich die Frage, wie stark tut es nachher gegen Schluss regnen. Wir sehen, er sagt jetzt voll durchziehen mit einem Reifensatz. Bezweifle aber sehr, dass wir das schaffen. Ich glaube, wir müssen sicher eigentlich noch auf die Box, wenn wir einen Unfall bauen, wird es noch kritischer. Es könnte sein, dass wir vielleicht eigentlich auf Inters wechseln, auf die grünen Intermediate-Reifen. Aber wir schauen jetzt mal. Wir gehen einfach gerade straight rein. So, es geht gerade los, Einwärmungszone, die habe ich ausgeschaltet. So, langsam starten, vielleicht schon aufschalten. Nicht mal so einen schlechten Start gehabt, ganz ehrlich. Aber ich traue mich nicht so Gas geben, weil ich sehe auch gar nicht. Oh, okay, ich könnte jetzt so vielleicht ein bisschen... langsam Gas geben. Verwarnung, Kollision mit Magnussen, okay. Raikkonen vor uns, wir haben ein paar Plätze gut gemacht, glaube ich. Einen. Oder? Nein, gar keinen. Wow, shit. Ui, da hat es eine Kollision gegeben, gell? Oh shit, mein Flügel ist demoliert. Schade, ist auf Simulation. Alter! Holy crap, ey, das ist schlimm zum Fahren gerade. Ich versuche es aber möglichst gut herzubringen. Aber im Regen ist halt einfach nicht so mein Ding. Ich versuche einfach möglichst früh zu schalten, dass ich eigentlich ein bisschen untertourig fahre. Dass eigentlich
dass ich eigentlich sozusagen wie im Turboloch fahre. Wobei die Autos haben eigentlich kein Turboloch. Oh shit, Alter, ich komme doch kaum um die Kurve rum, also sie zieht mir schon gut davon. Oh, shit. Da könnte es echt glatt werden. Ja, ich muss zuerst ein bisschen einen Rhythmus finden, bevor dass ich so ein bisschen... Oh, shit, oh, das war mein anderer Flügel. Ich habe mich verkantet mit dem Magnussen. Alter, ich komme da nicht vom Fleck. Scheiße. Nein, wieso muss es gerade jetzt regnen? Wieso muss es genau in dieser Aufnahme? Ich denke so, ja komm, ich nehme jetzt mal das Formel 1 Rennen auf, es könnte vielleicht noch witzig sein, um euch zu zeigen, ich kann doch gut Auto fahren, oder? Ich kann es schiffen natürlich. Ah, shit, okay, mein Flügel ist komplett in der Fritte. Und den muss ich wechseln. Ich weiß noch nicht. Oh, Alter, das Auto lenkt ja gar nicht mehr. Ja, mal einen Boxenstopp machen. Ach, Bullshit, Alter. Ich hab's genau gewusst. Wenn ich hier im Regen... Ich fahre vielleicht eine Runde und zwei und dann ist es fertig. Ach, holy shit. Der Weg ist gar nicht meins. Da wird auch fette Strafe geändert. So, wir gehen mal die erste Box, oder Boxenstopp machen wir jetzt. Eben da muss ich nichts machen, das habe ich so eingestellt, dass das selber macht, weil, ja, sonst würde ich da noch 100 Strafen kassieren. Also wir schauen mal Stoppzeit, wir machen es. Gut, mit Flügelwechsel dauert es natürlich lang, aber jetzt sind es etwa so 6 Sekunden, wo sie stehen, 7 Sekunden. Ja, ob jetzt das schnell war, ist 8,8. Vielleicht war der Schaden ein bisschen verheerender gewesen, wer weiß. Egal, so, also wir gehen wieder raus. Da fahre ich auch noch nicht, ich fahre erst außen. Du musst eher. Das IRS kann ich gar nicht verstellen. He? Ja, das IRS kann ich nicht verstellen. Ich fahre jetzt einfach mal auf Mager. Weil bei Mager gibt er nicht so viel Leistung ab, der Motor. Vielleicht kann ich den auch ein bisschen besser raus beschleunigen. Aber ich muss zuerst einen Rhythmus finden, ein bisschen an die Strecke gewöhnen. Wow. Als ERS kann man ja gar nicht mehr so einstellen, das war im letztjährigen Game mit dem noch den Überhol-Button, glaube ich. Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht einmal mehr. Alter, ich rutsche um jede Kurve herum. Nehmen wir wieder auf Standard. Das Problem ist eben ich weiss halt einfach nicht, wie schnell dass ich hier momentan fahren kann. Ich soll aufs 3 umstellen, sagt er mir. Okay, wir lassen mal jetzt auf unseren Ingenieur. Uah! Nein! Ja, relativ ein verkorkster Tag für den Lando Norris gsi. Ja, also eigentlich könnte ich schon gut fahren, wenn es einfach trocken ist, bin ich ganz ehrlich. Da kann ich eigentlich noch relativ gut fahren, aber im Trocken ist es immer einfacher als im Regen, das ist ja so. Ja, aber ich würde mal sagen, ich lasse jetzt einfach mal so, es wird wahrscheinlich ein kurzes Video sein, aber ich hoffe, ihr versteht ein bisschen, was ich geplant habe für ein Let's Play. Wenn ihr Bock habt, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr sagt, ja, hey, mach ein bisschen mehr von dem Zeug. Eben, wie gesagt, wir könnten eine Teamkarriere machen, wo man sein eigenes Rennteam macht. Man könnte aber auch zum Beispiel nur den Fahrer machen. Also wenn es so weit würde kommen, dass ich sage, okay, ich habe Bock auf so etwas, dann können wir über das noch abstimmen, was wir da möchten machen. Ich bin für beides offen. Ich habe auf jeden Fall mega Bock auf das. Und ja, wenn es euch gefällt, würde ich mich natürlich, wie gesagt, über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr das Video teilen wollt. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.